Ich dachte, du wolltest da bleiben. Hä? In diesem gottverlassenen Taubennest? Ich hab genug davon, wie ein Mückenfänger zu leben. Ganz ohne Abenteuer. Eine Weile hat's Spaß gemacht, aber jetzt will ich wieder was erleben. Also, was genau machen wir jetzt gerade? Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Purpurberge und das erste träumende Wesen zu finden. Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sicheren, gut beleuchteten Straßen? Draußen im Wald campieren unter weitgehend wolkenlosem Himmel? Potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf riskanten Bergpfaden entgegentreten? Ich würde sagen, letzteres wäre im Bereich des Möglichen. Oh, toll! Ganz große Klasse! Ich bereue es jetzt schon. So, und damit hallo zusammen zu einem neuen Part Dreamfall. Wir sind also mit dem Rab hier auf dem Weg zu den Purpurbergen. Sieht man die schon irgendwo? Nicht wirklich. Mal schauen, kann ich mit ihm noch schwätzen? Gibt es einen Plan oder flattern wir einfach so ins Blaue? Kommt drauf an. Gibt es die Rebellen noch? Ich habe von Rebellen reden hören, ja. Meist waren davor ein paar Flüche zu vernehmen und danach wurde lautstark gefordert, es sollten Kehlen aufgeschlitzt werden und Köpfe rollen. Dann wäre das unser Plan. Finden wir die Rebellen. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden könnten? Ich bin erst 1-2 Monate wieder da und war meist mit Nisten beschäftigt. Also, nein, keine Ahnung. Toll. Warte mal, Nisten? War das nicht etwas, das nur... Stopp! Machen wir an dieser Stelle einen Punkt und reden wir nie wieder darüber. Was ist das? Das Journeyman ist geschlossen, doch Gäste und Gratulanten sind im Rooster and Kitten herzlich willkommen. Auf der Ayrede-Allee in der Nähe des Südtors. Und hier ist ein Bild von Rooster and Kitten. Soll wohl ein Gockel und ein Kätzchen sein. Genau. Eine Muschi reitet auf einem Piphahn. Ich meine, ein Kätzchen. Auf einem einem Gockelhahn. Spinne ich jetzt oder ist das... Spinnst nicht, Krähe. Gut, gut, gut. Tja, wenn's denn der Wahrheitsfindung dient, auf zum Piphahn, zum Rooster and Kitten. Das hätte ich eigentlich auch gerade sagen, weil wir sind... Das ist verrückt. Ich bin wirklich, wirklich hier. Und ich erinnere mich an alles. Naja, ich erinnere mich an manches. Vieles sieht doch etwas anders aus. Aber weißt du was? Wow, ich bin zurück. Und es war doch kein abgedrehter Komatraum. Das ist da, wo ich mit dem Kien war, oder? Ja, das ist hier. Jetzt bin ich gespannt. Seid ihr vergehen? Ich muss sagen, ich werde erleichtert sein, wenn Sie endlich mit den ganzen Bauarbeiten fertig sind. Mir kommt es vor, als würden Sie die Rohre seit Jahren installieren. Vor etwa einem Jahr ging es los, denke ich. Tja, das ist der Fortschritt. Auch für euch. Fortschritt ist nie leise. Wirklich? Ist das sowas wie ein Aphorismus? Muss es wohl sein. Klingt danach. Na, ich hoffe, das ist es wert, wozu auch immer die Rohre dienen. Bin ich der Einzige, der sie für echte Schandflecke hält? Fortschritt ist nie hübsch. Das ist kein Aphorismus. Das sagt nie jemand. Möglich wär's aber. Könnte gut sein. Okay. Ja, wir sind da. Da sind wir. Dort ist schon unser Schildkrötino. Seht euch um. Seht hin. Fürchtet ihn, den Feind, denn er ist Es ist nah. in einer fremden Er Sprache ist geschrieben. überall. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Magie? Unrat? Es wärmt mir das Herz, euch vor mir stehen zu sehen. Für das einstehen zu sehen, was gut und gerecht ist. Glorreich, Verwandte. Glorreich seid ihr im Lichte der Göttin. Ja. Neulich habe ich mit unseren Wohltätern gesprochen. Über diesen Zuzügler, den magischen. Ja. Ich sagte ihnen, hört auf jene tapferen Leute, eure Verwandten, sagte ich. Menschen vom Magischen in die Knie gezwungen, in den Bankrott getrieben, ins moralische Verderben.
Einfache, unkomplizierte Männer und Frauen, in die Irre geführt vom teuflisch-dämonischen Magischen, dem Nekromanten. Ich sagte ihnen, wir müssen ihm entgegentreten, sagte ich. Jetzt, sofort. Wir müssen uns versammeln. Hinter unseren Wohltätern, hinter den unseren. Und Ja, ich sagte genau. ihnen, was ihr braucht, sagte ich. Stefan was Sie Heidenberger, brauchen, was ist das was für wir einer? brauchen, Ich ist passe sehr jemand, gut der unter die aufsteht Einheimischen. und für die Sache der Menschen spricht, Ah, der ja. wahren Markuria. Nettes Jemand, der Ding. keine Angst hat vor dem Braver Magischen Junge und seinen oder fremden braves Sprachen. Mädchen. Ja, ja, ihr kennt mich. Ihr Ja, kennt ich mich. kenne die ja schon jetzt die Schnauze voll von Ich dir. lebe weder Ruhe noch Recht. Krähe? Und, was hast du so getrieben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, Krähe? Wie ich schon sagte, nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, bin ich in Sadir aufgewacht. Ich erinnere mich nicht, wie ich dahin gekommen bin. Ich habe eine Zeit lang von der Schwinge in den Schnabel gelebt, verkleidet als gewöhnlicher Kakadu. Lief nicht so gut. Ich hasse andere Vögel, wirklich. Flatternde Spatzenhirne. Schließlich habe ich Hilfe gefunden und mich nach Markuria mitnehmen lassen. Dann bin ich ins Journeyman gezogen. Dann kamst du. Dann sind wir beide ins Abenteuer aufgebrochen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Wo hast du abgehangen? Im Koma, die meiste Zeit. Oh, das klingt nett. War es denn nett? Ich würde es nicht weiterempfehlen. Nein. Ja. Das ist wirklich zu Ich muss empfehlen. zugeben, ich bin ziemlich erleichtert, dass es jetzt weniger Zauberei gibt. Macht das Leben ein bisschen besser. Ja, ja. Aber die magischen alles vertrieben, hä? Träume. Was sind wir? Zum Südtor müssen wir, hä? Ja, mal die Krähen nach, der Gefahr ist Es ist gut zu sehen, dass Besucher wie ihr noch in die Stadt kommen, trotz der Unruhen. Die Sache mit den Magischen? Beschämend. Das ist es nicht, was diese Stadt ausmacht. Ja, ja. Sobald es hier keine Zauberei mehr gibt. Ah, da sind wir auch schon gewesen. Ist alles ein bisschen belebter heute. Jetzt, ich glaube, das Rooster und Kitten das war da vorne gewesen. Wenn ich mich recht mal besinne. Was bist du für eine? Nicht, das sagst du nicht, hä? Old Town Eats. Also. Oh, ich muss zugeben, dass ich schon ganz gespannt darauf bin, Ihr neumodisches Rohrnetz in Betrieb zu Ja. erleben. Wann findet diese Zeremonie nochmal statt? Da haben wir die Röhre sabotiert dann und eine Also, Ratte wie läuft durch das Geschäft? das Rohrsystem Ziemlich gejagt. gut. Ja, Sie sollen überall... Kevin, Mir gefällt Ihr Stil. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Rihanna. Die Leute sehen recht freundlich aus. Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Was ist mit ihnen passiert? Ah, ist es doch. Ja, ja, genau. Das Rooster and Kitten. Das ist meine erste Station. Hoffentlich weiß hier irgendjemand was über den Widerstand. Ich gehe rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf. Oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich werde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Starr mich nicht so an. Tu ich nicht. Ich gehe jetzt da rein. Das war ja gut gewesen, die Muschi und der Gockel, hä? Ah ja, das ist der immer Durstige.
Genau. Ulfig, der immer Lustige. Sally Ulfig, stehst du? Willkommen im Rooster and Kitten. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Ah, tief aus dem Süden. Ich muss mir einfach was einfallen lassen. Süden, weit südlich. Ein Riesenstück nach Süden, soweit der Süden reicht. Also ganz bestimmt nicht aus der Umgebung von hier. Kein Teil des Südens ist in der Umgebung. Der Süden reicht weit bis auf die andere Seite der Welt. Von wo im Süden kommt ihr also? Von den Inseln? Dem Südland? Von noch weiter her? Noch weiter her, viel weiter. Es ist sehr heiß da unten. Und Sie? Ihr wart wahrscheinlich nie dort. Oh, ich mag Hitze. Selbst der markurische Sommer ist mir nicht heiß genug. Ich habe das Südland ausgiebig bereist, also vielleicht bin ich... Dann wart ihr vermutlich dort. Ja, aber ich möchte nicht darüber reden. Familie, Blut, böses Blut. Ich bin froh, dass ich all das böse Blut hinter mir gelassen habe. Ich verstehe. Nun, ich will keine alten Wunden aufreißen. Also, was darf's heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, nein, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Kneiperismus. Zu trinken? Kühl und prickelnd. Süß und fruchtig. In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? Zu einem Festgetränk mit einem kleinen Schirmchen drin würde ich nicht Nein sagen. Wie bitte? Warum sollten Getränke Schutz vor Regen nötig haben? Das hätte ich voraussehen sollen. Habt ihr was in einem hohen Glas, das süß und nicht allzu stark ist? Am liebsten mit Obststückchen garniert. Wie wär's mit einem Krug verdünntem Apfelmost mit einem Apfel drin? Das wird auch gehen. Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht. Nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und ja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Ah, richtiger Ort. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Ja, würde ich sagen. Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also, womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Erntemond. Grosse Zeremonie. Jögel. Bislang, diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Ja. Mal hier war. War das hier früher nicht das Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel. Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja. Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet, damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist, wie meine Kundschaft mich sehen soll. Ja, genau. He? Bislang habe ich nur Menschen gesehen.
Früher gab es hier blaue Leute, pelzige Leute, nichtmenschliche Leute. Wo sind die? Wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier. Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort? Repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser. Da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Ja, nicht wirklich, hä? Drachen? Ja, ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt steigen Ah, lassen. das stimmt, das habe ich mir auch schon gefragt. Haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind was Traditionelles. Aber man sieht sie nicht gern. Wisst ihr, heutzutage sind sie mehr ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Traikin. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Aha, gut. Fahren wir gleich weiter mit den Rebellen, hä? Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat, muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Was wisst ihr über den Widerstand? Ihr wisst schon, die Rebellenbewegung, den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, klar. Tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt, drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür, sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt. Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Ah, jetzt kann ich nicht mehr weiter fragen, hä? Oder Ich doch? fürchte, ich habe viel zu tun. Ja. Versucht es bei der Schmiede an den Grünanlagen. Ja, also. Ja, ich hätte mir vielleicht noch über das Sadi reden so. Mal was er erzählt. Aber das ist gleich, komm. Die Schmiede an den Grünanlagen. Ah, gut, also, das machen wir gerade. Gehen wir schauen, was das für eine Schmiede ist. Was soll ich sagen? Ich wollte etwas über die Bibliothek wissen. Also, probieren wir. Ob wir den finden, den Knüss. Krähe? Ich habe eine Spur zum Widerstand. Während ich ihr nachgehe, möchte ich, dass du etwas erledigst. Eine Mission. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein, ist auch gelogen. Ich wollte bloß immer ein Edward sein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Und zwar aus der Vogelperspektive. Versuchst du etwa, mich loszuwerden, Zoe? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn du von da oben aus auf mich aufpasst, während ich hier unten dieser Spur folge. Ich fühle ein Schwellen im Brustkorb. Und das kann nur eins bedeuten. Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich werde stolz heucheln, wenn du es so haben willst. Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Ominorek! Er ist köstlich, der Rab. Krähe. Die Krähe. Evelyn, wer bist du? Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Ja, ja, das tue ich mich auch, ja. Die Schmiede ist bei der Grünanlage anscheinend, hä? Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut.
Ich meine, das Erntefest ist immer eine tolle Zeit für mich. Was ist das für ein Bild da? Auch wenn die Bauern knauserig sind, sie bringen ja ihre eigene Verpflegung mit in die Stadt. Von City Watch. Dagegen sollte man wirklich was unternehmen. Wie? Ich meine, Bauern bringen eben Lebensmittel in die Stadt. Das machen sie nun mal. Das gehört zum Bauerndasein. So, spät, wo bist du? Zug. Bauern ernten ihre Feldfrüchte, bringen die... Muss ich da heute drauf schauen? Magic Market. Southgate. Ich sehe nichts von... Ah, City Green, dort. Das B. Ist das richtig? Ist das richtig? Ah. Wo ist das B? Der Ton. Ah, gerade unter dem Zeichen ist es. Aber ich bin schon auf dem richtigen Weg in dem Fall. Der muss dahinter sein, oder noch? Der muss irgendwo hier sein. Schätze ich mal. Schon an der Radierung kann ich sehen, dass das ein windiger Typ ist. Onur Hilleris. Was ist das denn für ein Name? Ziemlich windiger Name, finde ich. Das ist doch der gerettet hat auf dem Dings, oder? Selbst eine magische Parallelwelt hat ihre Verbrecher. Sie sehen zwielichtig aus. Was haben sie angestellt? Einen magischen Hammer geklaut oder so? Ja. Vorsicht vor dem Magischen, hä? Das ist doch sicher hier an einem Ort. Da. Ja, Die altertümliche Schmiede. ja genau. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied. Genau. Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Ich bin vom richtigen Fährte. Es ist niemand zu Hause. Das ist jetzt noch schade. Oh hier. Hä? Hallo, ich bin hier wegen der Bibliothek? Ich weiß, das ist ein komischer Begrüßungssatz, aber jemand hat mir gesagt, das sei... Na gut, das heißt wohl, dass wir reingehen. Hami weiß es, Weiß was genau. dass Kian noch lebt. Und der Schatten weiß, was er dem General sonst noch erzählt hat. Sie haben geredet? Meine Leute haben gesehen, wie der General den Maschinenraum an den Grünanlagen betrat. Alvane wurde kurz darauf beim Verlassen des Hauses entdeckt. Sie waren da drin allein mit einem der Techniker. Ferdos ist sein Name, glaube ich. Er ist nirgends aufzutreiben. Hami muss ihn irgendwo verwahrt haben. Einen Zeugen. Er weiß also, dass du ihn belogen hast. Noch wird er dir das nicht vorhalten. Nicht bis er weiß, warum und was wir vorhaben. Ja, Hami ist schlau wie eine Felsenschlange und doppelt so tödlich. Wir müssen ihn loswerden. Mutter Utana auch. Er hat es ihr sicher gesagt. Die sind wie Pech und Schwefel. Die einzige Frage ist, ob sie die Erste informiert haben. Nicht ohne weitere Beweise. Noch ist Zeit. Ihr redet von einem Mordanschlag. Willst du was anderes empfehlen? Wir haben schon lange Grenzen überschritten, Wemmen.
Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann nicht einfach in Hamis Gemach spazieren und ihm die Kehle durchschneiden. Es muss wie ein Unfall aussehen. Die Zeremonie. Sie findet erst in einer Woche statt. Wir können es uns nicht leisten zu warten. Wir können es uns nicht leisten, die Sache zu überstürzen. Bis er konkrete Beweise für unseren Verrat hat, wird der General seine Untersuchungen fortführen. Also die Zeremonie. Wir töten beide und lassen es wie das Werk des Widerstands aussehen. Aber für den Fall, dass er vorher handelt, muss ich bereit sein. Ich muss jene informieren, deren Treue zu... Psst. Komm her, mein Liebling. Keine Sorge. Wir werden das überleben. Wir überleben immer. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Der Apparat wird unser sein. Das Nordland wird unser sein. Die Leute des Generals werden sich nach Assadir zurückziehen. Der Rat wird keinen weiteren Feldzug beginnen. Das kann er sich nicht leisten. Ihm fehlt die Unterstützung des Volkes. Und dann, endlich, werden wir triumphierend mit dem Licht der Göttin zurückkehren und unsere Feinde vernichten. Wir herrschen über Assadir, wie schon immer geplant. Wir werden nicht scheitern, Liebster. Ich werde Kaiserin sein und du mein oberster Kommandant. Das ist der Wille der Göttin. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß es. Nein, ihr wart zwischendurch ein anderer Mensch, aber jetzt? Jetzt seid ihr der Junge, den ich kannte, diesen kostbaren Augenblick lang vor all den Jahren. Der Junge, dessen Augen und Herz weit offen standen. Der Junge, der sein Leben für andere riskierte. Der Junge, der... Oh, Götterverdammt. Deswegen müsst ihr gehen, nicht weil ihr ein Asadi seid oder der Apostel oder der große Held des Widerstands oder wegen eurer Göttin oder weil ihr ein Egoist seid. Ihr müsst gehen, weil das ausmacht, wer ihr seid. Der Junge, der mir das Leben rettete. Werdet ihr ihnen helfen, während ich fort bin? Das ist nicht mein Krieg, Kian. Vielleicht nicht, aber es ist meiner. Und ich glaube, dass das, was hier geschieht, das Gleichgewicht für alle Zeiten verändern wird. Ich wusste nicht, dass ihr an das Gleichgewicht glaubt. Ich habe mich verändert. Werdet ihr dem Widerstand in meiner Abwesenheit helfen? Na schön, na schön. Ich werde Ihnen helfen. Wofür war das? Aus Liebe, Dummkopf. Ich liebe euch, seit ihr mich aus dieser Gosse herausgeholt und mir das Leben gerettet habt. Ich habe sonst niemanden geliebt. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe mehr als 20 Jahre gebraucht, um euch zu finden. Verdammt, ihr solltet lieber wiederkehren. Glaubt mir, Kian Alvane. Sonst gehe ich zum ersten Berg und schleife euch mit allen Mitteln zurück in die Welt der Lebenden.